Es sind Szenen brutaler Gewalt, offenbar nur wenige Tage alt, hochgeladen in den sozialen Netzwerken, nur schwer überprüfbar und doch oftmals die einzigen Zeugnisse der Protestwelle, die durch Äthiopien schwappt. Bis zu 100 Menschen sollen laut Amnesty International allein am vergangenen Wochenende ums Leben gekommen sein. Der im amerikanischen Exil lebende Aktivist Jawar Mohammed sitzt momentan fast rund um die Uhr am Computer. Er ist Chef des Media Networks der Oromo, der größten Volksgruppe des Landes, die die Proteste schon vor Monaten begonnen hat, die seitdem viele Opfer gefordert haben. Als die Menschen friedlich gegen geplante Landenteignungen protestierten, tötete die Regierung sie in Massen, bislang insgesamt 600. Alle Führer, Aktivisten, die älteren und die religiösen Führer wurden inhaftiert. Jetzt wollen die Demonstranten des Regimes stürzen. Sie sind organisiert und erschüttern die Regierung. Es begann mit dem Plan, das Gebiet der Hauptstadt Addis Abeba auszuweiten. Viele Oromo fürchteten um ihr Farmland. Seither kommt es vor allem in der Oromia-Region immer wieder zu heftigen Protesten, offenbar mit Toten und Verletzten. Jetzt aber gehen auch die Menschen der zweitgrößten Volksgruppe im Norden auf die Straße gegen die Regierung, die größtenteils von einer Minderheit geführt wird. Sie kontrollieren 95% des militärischen Kommandos, fast die gesamte Wirtschaft, den Handel, die Investitionen, die Immobilien, alles ist in ihrer Hand. International aber gilt Äthiopien als wichtiger Stabilitätsanker in einer unsicheren Region. Die Wirtschaft wächst, das Land ist mit Truppen am Antiterrorkampf etwa in Somalia beteiligt und nimmt die meisten Flüchtlinge innerhalb Afrikas auf. Trotzdem wäre Kritik dringend notwendig. Es gibt keine echte Demokratie in Äthiopien. Es gibt keinen Platz für eine echte, aktive Opposition. Und es gibt keinen Platz für persönliche Freiheit, es gibt keine Pressefreiheit. Zumindest die Vereinten Nationen verlangen Aufklärung über das brutale Vorgehen der äthiopischen Sicherheitskräfte in den vergangenen Tagen und verlangen Zugang zu den Konfliktzonen. Es gibt zwei Regionen, in denen wir die Fakten für diese ernsthaften Vorwürfe untersuchen können. Womöglich aber werden bald mehr hinzukommen. Für das Wochenende wurde bereits zu weiteren Protesten aufgerufen.